Willkommen zurück da bei Retrocast. Alle meine Software auf der Switch im 2021 und wir sind da bei Starlink ja stehen geblieben. Dann hätten wir als nächstes Super Mario Maker 2. Ist auch ein ganz cooles Spiel, habe ich aber auch nicht allzu viel Zeit damit verbracht. Ich glaube mit dem Mario Maker 1 habe ich mehr Zeit verbracht. Es wird auch nicht mehr allzu groß supportet mit Updates oder so, ist ein bisschen schade. Aber ist so, weil ist so. Dann kommt wir wieder mal zum Spiel, das ich wirklich durchgespielt habe. Super Mario Odyssey. Und da könnt ihr ja sonst auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr mal ein Let's Play möchtet haben auf dem Kanal. Ja oder nein. Ganz ein gutes Spiel natürlich. Dann Super Mario Party. Wieder mal ein Mario Party, wo ein bisschen Back to the Woods geht. Wo mittlerweile auch ein Online-Multiplayer bekommen hat, den ich aber noch nie ausprobiert habe, den ich sicher mal noch müsste ausprobieren. Den Super Monkey Ball, da ist die Kugel, die wir da dürfen über Plattformen ausschieben. Macht noch Spass, zwischendrin einmal, habe ich aber auch nicht durchgespielt, aber so einfach zwischendrin mal ein bisschen nachspielen und ausprobieren. Macht durchaus Spass. Dann natürlich die ganzen Super Nintendo Games, die es rum hat, habe ich auch schon ein paar Stunden verbracht und das eine oder das andere Super Nintendo Spiel so nachgeholt, die ich sonst nicht in meiner Sammlung habe. Super Smash Bros. Ultimate ist mittlerweile langsam auf dem auslaufenden Ast. Weil, ich glaube, die letzten Charakter und so sind gekommen, die Charakter-DLCs, Updates und so habe ich nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit damit verbracht, ich habe es auch nicht durchgespielt. Aber zwischendrin einfach mal eine Runde prügeln gehen, macht halt durchaus Fun. Darum habe ich es auch hier in meiner Sammlung natürlich haben. Und dann Spiel schlechthin, wo man haben, wenn man eine Switch hat, ist Zelda Breath of the Wild. Habe ich auch durchgespielt. Zu meiner Chance gehabt zu 100%. Ja. Dann wieder ein Indie-Spiel, The First Tree, habe ich mal angespielt. Die Story ist noch relativ gut. Das Spielprinzip an sich hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ich glaube, so 2-3 Stunden habe ich gespielt. Ich glaube, mal ein bisschen mehr Inhalt hätte es noch, aber sicher mehr als die Hälfte habe ich durchgespielt. Schlecht ist es nicht, aber ist sicher nicht jedermanns Sache. Dann die Elder Scrolls Skyrim. Und ich auch zu meiner Chance sagen, mehr als 3-4 Stunden habe ich noch nie in das Spiel investiert, egal auf welcher Plattform, dass ich es schon gekauft habe. Ja, auf der Switch. Ja, weiss nicht, vielleicht tun wir es mal noch an, aber ich vermute eher weniger. Denn The Bridge ist auch ein Indie-Spiel, ist so ein ein Rätselplattformer, blöd gesagt, macht durchaus noch Spaß. Bin glaube auch nicht ganz teuer, aber sicher über der Hälfte. Habe ich auch mal gekauft, was Aktion war und ist sicher auch nicht so schlecht Spiel, wenn man halt ein bisschen auf Rätsel lösen steht. Tetris 99 ist natürlich Tetris, wo man halt gegen andere spielen und ich weiss gar nicht, ob das noch online ist, ich müsste es wieder mal ausprobieren, ich habe auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber durchaus gut gemacht. Im Prinzip so wie das Mario 35, wo es mittlerweile ja nicht mehr gibt, oder das Bomberman Online, was noch ganz cool ist. Dann Tales of Vesperia, muss ich auch zu meiner Chance sagen, habe ich auch nicht durchgespielt. Haben wir zumindest jetzt auf die Switch schon mal gekauft, um es mal nachholen, aber ist halt auch ziemlich zeitintensiv. Dann das nächste Zelda Link's Awakening bin ich auch nicht durch. Hat man dann irgendwie noch mal ein bisschen abgelöscht zwischendrin und darum habe ich es nachher nicht mehr nie geleitet und habe halt auch ein bisschen viel mit anderen Spielen zu tun gehabt. Dann der Legend of Zelda Skyward Sword HD, das ist noch nicht allzu lang draussen. Habe ich mal angespielt. Ich bin glaube auch der erste Dungeon noch nicht ganz durch, aber ja, die Steuerung auf dem Controller hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt. Darum, wenn, dann müsste es wahrscheinlich schon wie sagst du denn, ja, halt mit der Bewegungssteuerung spielen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder besser umgesetzt, nehme ich mal schwer an. Dann The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, die haben wir für die Switch gekauft, weil auf der PS4 habe ich es durchgespielt, aber halt ohne DLCs. Und da auf der Switch Edition sind halt DLCs dabei und da bin ich mittlerweile am Nachspielen. Auch ein Spiel, wo man halt gerne mal mehr als einmal durchspielen kann, natürlich. Und auf der Switch auch gar nicht allzu schlecht umgesetzt. Bis auf die Pferderennen, da muss ich jetzt sagen, die Pferderennen habe ich glaube schon fast alle gemacht und dort hat es am meisten Spaß gemacht. Dann Super Mario Run, das ist auch ein Indie-Spiel, ist ein Rätselplattformer, blöd gesagt, macht durchaus Fun. Dann Zelda Link's Awakening bin ich auch nicht durch. Dann das nächste Zelda Link's Awakening ist auch ein Indie-Spiel, ist ein Rätselplattformer, blöd gesagt, macht durchaus Fun. Dann Super Mario Run, das ist auch ein Indie-Spiel, ist ein Rätselplattformer, blöd gesagt, macht durchaus Fun.
Fehler gehabt, Bugs gehabt, wo irgendwie halt der Gegner aufs Mal nicht mehr auf der Strecke war oder der Streckenverlauf schlecht angezeigt worden ist oder ja, ganz komische Sachen. Aber trotzdem ein gutes Spiel auf der Switch. Sind sehr gut portiert, muss ich sagen. Den Tricky Towers ist so ein, ja, halt auch wieder so ein Tetris Verschnitt, aber halt ein bisschen anders gelöst. Da müsst ihr entweder Rätsel lösen, wo ihr nicht dürfen eine gewisse Höhe überschreiten mit gewissen Blöcken, oder wo ihr möglichst schnell möglichst hoch bauen und stabil bauen. Das Ganze hat ganz eine eigene Physik-Engine mit den Türmen und so, und das Gleichgewicht zu halten ist auch noch relativ tricky, muss ich sagen. Den Unbox Newbies Adventure ist ein Plattformer mit einer relativ großen Open World mit 3 verschiedenen Welten. Sind es 3? Ja, ich glaube, es sind 3 Welten und die sind riesig und es hat da sehr viel zu entdecken. Habe ich auch gekauft, was mal Aktion war. Ich bin sehr positiv überrascht von dem Spiel, da dass ihr natürlich einen Würfel habt, wo ihr umschieben müsst, ist das Ganze ein bisschen tricky in der Steuerung, aber wenn man sich mal ein bisschen reingefuchst hat und einmal die ein oder andere Stunde gespielt hat, kann es durchaus noch Spass machen. Also da wäre so ein Indie-Titel, den ich empfehlen würde. Ist natürlich auch, wenn ihr ein bisschen gern Sachen einsammeln, so Collectibles sind, so quasi Zeug mit zusammensammeln, wie die Noten bei Banjo-Kazooie oder halt Crocs bei Zelda oder so Zeug. Macht durchaus Spaß, hat durchaus einige Spielstunden in Anspruch nehmen. Den Uno, ich glaube, da muss ich nicht viel mehr sagen, Uno ein Klassiker. Und vor allem kann man es online spielen, halt zwischen denen auch einfach ein Spiel für zwischen denen durchaus Spaß macht. Den Yuki's Islands Express ist ganz ein herziger Puzzle-Plattformer mit Pinball-Element. Ich hoffe, ich habe jetzt da richtig gesagt. Habe ich auch mal angespielt, die ersten paar Stündchen, hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ist auch gut umgesetzt, grafisch und alles, sieht sehr gut aus. Würde ich auch empfehlen, wenn ihr ein bisschen auf Flipper steht. Ja, viel mehr möchte ich auch nicht mehr sagen dazu. Dann haben wir noch Xenoblade Chronicles 2, da auch zu meiner Schande sagen, ich glaube so 15 Stunden habe ich investiert, da bin ich natürlich noch nicht. Ist ein gutes Spiel, aber irgendwie ist der Funke auch nicht so wirklich übergesprungen. Dann haben wir da Wartale. Habe ich auch gedacht, ist so ein Strategiespiel mit so 3D-Figuren, die noch umeinander schieben. Habe ich auch noch angespielt, bin nicht warm geworden damit. Es hat mehr im Trailer, habe ich das Gefühl, da wäre eigentlich ein Spiel für mich. Ist halt irgendwie gleich nicht. Vielleicht gibt ihm dann irgendwann wieder mal eine Chance, aber im Moment, ist schade, dass ich nicht wirklich warm geworden bin, aber es ist halt wie es ist. Dann haben wir noch Wargroove. Da ist auch so ein Spiel im Stile von Fire Emblem. Ist noch ganz witzig gemacht. Habe aber auch noch nicht allzu viel Zeit verbracht damit, weil ich auch weiss, dass es gleich ein paar Stunden fressen. Den Warface ist ein Free-to-Play-Spiel. Haben wir mal abgeladen, habe ich glaube das Tutorial mittlerweile 2-mal durchgespielt, aber gross online gespielt habe ich noch nicht. Ich habe es einfach mal abgeladen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte wieder mal Lust zum einen Shooter zu spielen. Aber ja, das Feeling hat sich dann meistens nach dem Tutorial halt wieder eingestellt, darum habe ich halt noch nicht viel mehr gespielt. Den Unravel 2 ist auch ein Plattformer, wo man das zweite spielen kann. Ist sehr gut gemacht, sieht auch grafisch nicht schlecht aus. Auf der Switch haben sie sehr gut portiert, würde ich auch jedem empfehlen, der gerne halt gerne nicht allein spielt, sondern halt das zweite. Den Yonder bin ich auch sehr positiv überrascht gewesen, habe ich auch ein paar Stunden verbracht damit. Ist wie tust du da, ist so irgendwie ein Zelda mit Harvest Moon Element, ein bisschen farmen, aber gleich entdecken, Zeug sammeln, müsste ich wieder mal weiterspielen, aber ich weiss auch, das ist ein recht zeitintensives Spiel, aber hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich wirklich sagen.
Den Yooka-Laylee habe ich auch durchgespielt, aber nicht auf der Switch, sondern auf der PS4. Es sieht auf der PS4 natürlich auch ein bisschen besser aus. Was will man sagen dazu? Aber auch auf der Switch ist nicht allzu schlechtes Spiel. Und Yoshi's Crafted World ist auch ein Spiel, das ich würde sagen, ist nicht schlecht, hat aber auch nicht unbedingt meinen Geschmack getroffen. Darum ist ein Yoshi-Spiel und es ist nicht schlecht. Es ist wieder mal recht innovativ und probiert wieder mal etwas Neues aus. Aber ja. Und dann habe ich da einfach noch YouTube drauf, dass ich ab und zu halt mal noch ein paar YouTube-Videos schaue auf meiner Switch oder im Junior ein bisschen Musik oder Trickfilm kann laufen lassen. In dem Fall wäre da eine relativ kurze letzte Folge geworden da. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, ich hoffe, dass ich im Pokémon Snap bis zur nächsten Woche dann effektiv wieder mal so weit bin. Aber weiß es ja, oder wir werden es dann sehen, wenn es dann so weit ist. Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, was wir noch könnten machen. Wir könnten ja da mal schauen, was da die letzten Sachen gewesen sind, wo ich da relativ viel gespielt habe. Dann haben wir da Infinity Minigolf, da habe ich euch ja vorgestellt, 25 Stunden mittlerweile. Kids Farm Coloring, 2 Stunden oder länger. YouTube sehen wir da mit 385 Stunden relativ einer von den Spielen, die ich am höchsten, oder Spiel ist so nicht wirklich, oder einer von den Anwendungen, die am meisten gelaufen ist bis jetzt auf meiner Switch. Dann The Legend of Zelda Skyward Sword HD, da gesehen, da 3 Stunden oder so habe ich mal investiert. Rocket League gesehen da auch, habe ich fast 300 Stunden gespielt. Mittlerweile bin ich halt wirklich mehr auf der Xbox am Spielen. Final Fantasy Crystal Chronicles 15 Stunden oder länger. Mantis Burn Racer 1 Stunde oder länger. New Pokémon Snap 50 Stunden oder länger. Habe ich halt, ja, jetzt da, dass ich es eh noch mal nachspielen muss. Heißt eigentlich schon bald fast 3 Mal durchgespielt, darum, ja, weil man kommt die Stundenzahl halt so, oder hat sich die Stundenzahl halt so ergeben. Dann Mario Golf Superwaschen gesehen, 2 Stunden oder länger. Aber bin trotzdem irgendwie nicht so wirklich warm geworden mit dem Spiel. Super Bomberman A Online habe ich einfach mal angespielt. Da habe ich noch keine Stunde gespielt, auch noch keine halbe Stunde gespielt. Den Super Mario Bros. 35, da gibt's ja mittlerweile nicht mehr, habe ich etwa 5 Stunden gespielt. Sega Mega Drive Classics habe ich auch schon angespielt. Blossom Tale habe ich eben die 5 Stunden investiert oder mehr. Pokémon Shield für 65 Stunden natürlich durchgespielt. Oli halt auch einfach mal kurz angespielt. Hidden Two Times 5 Stunden oder länger gespielt. Habe ich durchgespielt, glaube mehr oder weniger. Die oder Art of Corporation auch 10 Stunden oder länger auch durchgespielt. Stick Fighters gesehen da noch kurz mal angespielt. Necropara auch einfach kurz mal angespielt und Collection of Mana halt auch mehr oder weniger einfach mal kurz angespielt. So, wär's da eigentlich gewesen. Vielen Dank, habt ihr da ein bisschen zugeschaut und zugelassen, wenn ich da labere. Ich hoffe eben, wie gesagt, nächste Woche kommen wir zum Abschluss vom Pokémon Snap und dann können wir dann irgendetwas Neues mal noch in Angriff nehmen. Somit vielen Dank und man hört sich.